Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem Livestream. Wir haben heute einen kurzen Livestream und wir wollen dir das Thema von unserer Lektion, von unserem Schweizerdeutschkurs heute Abend verraten. Wir wollen heute Abend über das Reisen reden. Wenn du gerne möchtest zu uns in unseren Schweizerdeutschkurs kommen, und dann möchtest du gerne ausprobieren, dann nachher kannst du auf swissgermanonline.com gehen und du kannst dich dort einschreiben. Wenn du dich dort einschreibst, gratis für den ersten Monat, dann nachher kannst du heute Abend am 8. Uhr schon teilnehmen bei unserer Lektion. Wir haben immer eine lustige Geschichte und einen interessanten Dialog. Heute geht es ums Reisen, wieder einmal ums Reisen. Vielleicht sind jetzt die Leute unterwegs am Reisen, die kein Kind haben in der Schule, die nicht während der Schulferien Reisen machen müssen. Und heute reden wir über gefährliche Reisen. Es gibt Orte, wo das Reisen sehr gefährlich ist und wo man keine Angst haben darf sein. Hallo Olivia, du gehst gerne reisen, du liebst es zu reisen. Ja, ich tue auch sehr gerne reisen, aber ich habe auch gerne Zeit an einem Ort. Ich gehe nicht gerne von Ort zu Ort und ich lasse mich nicht so gerne stressen. Aber ich tue sehr gerne reisen. Du tust vor allem gerne in der Schweiz reisen. In der Schweiz gibt es auch immer viel zu entdecken. Ich bin ja selber Schweizerin, aber ich habe noch lange nicht alles gesehen in der Schweiz. Es gibt so viele schöne Orte und so viele Dörfli und so viele Wanderungen, die man machen kann. Und Velotouren und so weiter. Also, was gut ist, wenn man in der Schweiz bleibt, dann ist die Anreise nicht so lang. Man muss nicht so lange reisen, bis man an seinem Reiseziel ist. Und dafür hat man mehr Zeit, dann zu wandern oder andere Sachen zu machen. Hallo Charmarke. Charmarke. Oder Moden. Hallo. Tust du auch gerne reisen? Also, heute reden wir über das Reisen in exotische Länder. Da muss man schon ein bisschen weitergehen, über die Grenzen raus. Vielleicht auf andere Kontinente, wo die Leute wirklich noch ganz anders leben. Und dort ist es nicht immer so einfach zu reisen, wenn man allein unterwegs ist. Manchmal ist es auch gefährlich. Manchmal ja, denken die Leute, da ist jemand mit viel Geld. Und sie tun zum Beispiel, man muss aufpassen, dass nichts gestohlen wird. Oder man muss aufpassen, dass man sich nicht verläuft. In der Schweiz haben wir überall Wegweiser und du siehst, ja, das geht eine Stunde, bis ich auf dem Berg bin, das geht 1,5 Stunden, bis ich dort bin, da muss ich diesen Weg nehmen. Und in, sagen wir, wilderen Regionen, dann hast du nicht so genaue Karten und hast nicht so gute Wege und dann wird es ein bisschen gefährlicher. Und es hat auch schon gegeben, dass die Leute einfach verschwunden sind oder den Weg nicht gefunden haben oder verunfallt sind oder so. Man muss gut aufpassen. Tust du gerne so abenteuerliche Reisen machen? Tust du gerne abenteuerliche Reisen machen? Gehst du gerne auf so eine Reise, wo viel noch nicht so geplant ist, wo du musst schauen, wo geht's, wie weit kannst du gehen? Nein, Olivia, in der Schweiz ist es kein Problem mit Reisen. Und wenn du zum Beispiel gehst wandern und dann, je nachdem, wo du gehst, denkst, jetzt bin ich ein bisschen müde oder
das Wetter ist nicht gut oder so, dann kannst du umkehren oder du kannst schnell in ein Restaurant, in ein Beizli oder du kannst den Bus nehmen oder den Zug nehmen und bis an dein Ziel fahren. Olivia, du bist einmal in Kolumbien, ja? Kolumbien ist ein gefährlicheres Pflaster als die Schweiz. Ein gefährliches Pflaster, das kannst du sagen, wenn also ein gefährlicher Ort oder ein gefährlicher Grund. Zum Beispiel, wenn so Plätze in der Stadt oder so mit so Pflastersteinen bedeckt sind, also so kleine Betonsteine oder so, quadratische oder rechteckige oder so, dann diesen Stein sagt man Pflasterstein. Und du kannst sagen, das ist ein gefährliches Pflaster oder zum Beispiel könnte man sagen, Zürich ist ein teures Pflaster. Dort ist ein Ort, wo man sehr viel muss zahlen oder wo das Leben teuer ist. Olivia, es war nicht gefährlich in Kolumbien. Du hast vielleicht auch typische Touristendestinationen besucht und nicht irgendwie so Gegenden, wo es viel Kriminalität hat. Ja, also heute am Abend, am 8. reden wir über das Reisen reden, das Reisen mit dem Schiff, mit dem Bus, wo gestunken voll ist, wo ganz, ganz voll ist. Und über das Essen in der Wirtschaft und dann nachher kommt eben noch eine Naturkatastrophe. Also heute gibt es viel Aufregendes in unserer Geschichte, in unserem Dialog. Und nachher, wir haben zuerst 30 Minuten einen Livestream und nachher haben wir 30 Minuten ein Online-Treffen, wo wir uns treffen, den Text miteinander durchlesen, miteinander reden, einander lernen kennen, in kleinen Gruppen von 2 bis 3 Leuten. Also, wenn du Lust hast, an unserem Kurs mitzumachen, geh mal schauen auf swissgermanonline.com und dann kannst du dich einschreiben und das einen Monat lang gratis testen. Das Gleiche machen wir auch immer am Dienstagabend auf Hochdeutsch. Also, wir haben den gleichen Dialog parat gemacht auf Hochdeutsch. Also, der Link ist da unten. Du draufdrücken auf swissgermanonline.com und dort siehst du noch mehr Informationen. Du kannst auch dann online, wenn du dich einschreibst, kannst du schauen, was wir alles schon für Lektionen hatten und für Geschichten. Es hat mich gefreut, dass ihr da seid. Ich wünsche euch noch einen guten, wenn ihr noch nicht gegessen habt, oder einen schönen Nachmittag und bis heute Abend. Tschüss zusammen!